Der Hops und die Lila machen einen Ausflug in die Berge. Sie sind schon ganz kribbelig. Ihre Rucksäcke sind schon gefüllt mit feinen Sachen. Schon gleich geht's los. Lila, kannst du mir noch den Rucksack zutun? Ja, warte, ich mache es gerade. Wow, hast du Nüsse dabei? Ja klar, die besten. Und du? Ich habe noch einen Apfel und weisst was, Hops? Sogar ein bisschen Pommes-Chips durfte ich mitnehmen. Wow, fein. Und ein Sandwich, aber das haben wir ja beide, gell? Jep, ich freue mich mega auf unsere Reise. Hoffentlich mal die schmalen Bergwege alle gelaufen. Wow, und hoffentlich schaukelt das Gondeli nicht zu fest. Ja, das wird super. Und gell, Hops? Gott kommt auch mit, auch wenn wir ihn nicht sehen. Ja, Lila, klar. So cool, dass Gott immer und überall mitkommt. Das finde ich auch. Können wir jetzt endlich gehen? So sind die 2 Ehhörnchen ganz zappelig parat gestanden und konnten es kaum erwarten, aufzubrechen. Gerade so, wie wir vorhin beim Mosen gehört haben, ist auch er auf eine lange Reise gegangen. Er hat zwar zuerst gedacht, er sei nicht so ein guter Reiseleiter, aber er hat Gott vertraut und hat sein Bestes gegeben. Und schlussendlich ist er ein ganz guter und mutiger Reiseleiter geworden. Gott gibt auch dir immer wieder alles, was du brauchst. Er weiss, was du gut kannst und hilft dir bei Sachen, die du etwas weniger gut kannst. Du darfst Gott vertrauen und dich freuen auf deine Reise mit Gott. Sogar dann, wenn es etwas schwierig wird und du, wie der Mose, ein riesiges Meer vor dir hast, darfst du wissen, für Gott ist nichts unmöglich. Er hat immer eine Lösung parat. In der Bibel steht sogar, dass Gott seinen Engeln hat befohlen, dass sie dich beschützen sollen, überall, wo du bist.